Ja, ja, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Nicht Purpur oder Violett oder Scarlet oder Violet, wie man so schön sagt. Nee, nee, wir sind hier noch richtig oldschool unterwegs. In der Hisui-baldigen Sinnoh-Region. Und ich habe offscreen versucht zu trainieren. Das ging ein bisschen, stückweise. Bis ich irgendwie gemerkt habe, von wegen, Typen am Dojo vorne werden auch immer stärker von Runde zu Runde. Und das war irgendwann ein bisschen schwierig, also relativ schnell sogar relativ schwierig. Bin wieder raus in die Overworld, haben wieder ein paar Elite-Pokémon geschnappt und so. Auch das hat nur bedingt geholfen, bis ich irgendwie mal keinen Bock mehr hatte. Und dann dachte ich mir so, come on, ist jetzt auch egal. Wir legen endlich los. Und zwar mit diesem Team. Tonupto, Ursaluna, Viscogon, Washaquille, Sherox und Vulnona, die ich bereits hier alle rausgepackt habe. Und die auch schon alle irgendwie in den Sleep-Modus übergegangen sind oder Standby-Modus oder wie auch immer. Der Ruf für die Pokémon dürfte relativ klar sein. Ich meine, Hisui, Tonupto mit Feuergeist ist mein Starter, ist cool. Was willst du da großartig sagen, ne? Ursaluna ist natürlich der Powerhouse schlechthin, haben wir auch schon öfters angeguckt. Ich habe noch den Ice-Heat meistern lassen im Dojo. By the way, genauso bei Viscogon mit dem Donnerblitz. Ich feiere einfach das und dass halt auch im Refugium das Effekt so geil ist. Defensivkraft erhöhen, unbewegt zudem, dass gegnerische Attacken den Anwender häufiger verfehlen. Könnte mal cool sein. Und ich habe halt gewissen dieser Pokémon, wie auch Viscogon, bereits ihre Statuswerte maximiert. Also versucht zumindest. Auch hier halt ein Spezialangriff und KP. Ich meine, hier sowieso, Viscogon hat ein mäßiges Wesen, ey. Alter Schwede, das alles noch komplett auf 10 kriege, alle Werte. Kann man das sicher auch gut nachher in Kompetitiv-Modus, jetzt wird ein Schuh raus, nachher auf Scarlet Violet nutzen, sobald dann natürlich Spiele kompatibel sind mit Pokémon Home. Das hoffen wir mal, wenn das mal soweit ist. Genau, Washaquille ist das neue Pokémon hier im Team, hat doch schon... Wir haben es letzten 2 Folgen mal getestet, aber in Kombination mit anderen Pokémon im Team. Und ich muss aber sagen, es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Allein schon die Kombination aus Aura-Schwingen und Magieflamme ist geil. Man kann theoretisch Aura-Schwingen einsetzen, nachher komme ich schnell auf den Zug. Vor allem jetzt eine hohe Volltrefferquote. Und dann mit Magieflamme den Gegner nochmal ein bisschen schwächen. Sollte es soweit kommen, dass er mich dann doch platt macht. Ruheort. Naja. Füllt nur irgendwie die Hälfte auf, ist auch nicht so der Mega-Move, aber trotz allem, generell wieder mal ein Flug-Pokémon, ne? Ist eigentlich schon cool. Dann Sherox. Ich habe halt irgendwie einen Pokémon gebraucht mit irgendwie... Einerseits eine Kampfattacke, aber irgendwie auch ein bisschen Stahl, ein bisschen Priorität und da war halt Sherox ein bisschen besser dabei als Axantha zum Beispiel. Sneeboss wäre auch eine Variante gewesen. Aber Sneeboss hatten wir in letzter Zeit auch ein bisschen häufiger und die Kombination aus Kampf und Gift, die kann klappen. Wenn ich aber einen Psycho-Pokémon als Gegner habe, habe ich ein Problem. Generell bei der Teamkonstellation. Deswegen Sherox rein, aber auch Washaquille rein und Vulnona. Kann man sich jetzt darüber streiten. Ich meine, klar, es ist von den Werten ja nicht das geilste aller Viecher. Vor allem Spezialangriff ist nur 219. Teilungswerte beide sind gut, klar. Ich meine, es gibt bessere Pokémon, keine Frage, aber ich fand einfach auch die... Was? Herkunft Blizzard Tal. Ich habe zuerst Blizzard Tafel gelesen, da dachte mir so, hä, was ist jetzt los? Ich finde halt die Kombination aus Eisfee so geil und Movepool ist auch nicht schlecht. Mir ging es vor allem auch ein bisschen darum, Pokémon zu nehmen, die ich vermutlich in Scarlet Violet nicht mehr nutzen kann oder werde vorerst. Weil es dort vermutlich nicht gibt. Die Hisui-Form ist klar. Auch die neuen Pokémon wie Ursaluna zum Beispiel. Die wird es so sicher zum Beginn noch nicht geben. Da wird es eher die Pokémon der 9. Generation geben. Und Alola Vulnona. Oh, jetzt geht es in den Schlafmodus, okay. Ja, eben Alola Vulnona ist das einzige jetzt, wo ich gesagt habe, neu ist es eigentlich nicht wirklich. Gibt es seit Sonne und Mond bereits. Wie schläft Vulnona hier? Aha, jetzt sehe ich's. Oh, süß. Oh, jetzt ist es nach. Okay, jetzt pennen alle. Sehr schön.
Genau, aber dachte mir halt so, wir wird ein bisschen dauern, bis man Alola wohl nur noch einsetzen kann. Ob das überhaupt gibt dann in Dingsbums. Sag schon. Mann. Ob es einen 9. Gen überhaupt gibt. Und Scarlet Violet ist eine andere Frage, also in Paldea, in der Paldea-Region. So, aber nur Quatsch, wir legen endlich los mit der Hauptstory. Die wollen nicht, wa? Naja, komm. Ich weck sie auf. Müde? Jo. Aufwachen, Freunde, es geht los. Schläfrig bin ich. Ja, ich weiß. Nee, du. Ja, komm schon. Meine Stahlschnecke. Ja, ich bin auch Typ Stahl. Ja, ich weiß. Es hat alles Stahlhart drauf. So. Ansonsten habe ich hier nicht mehr viel getan. Ich habe noch die Holz dabei. Sonderbonbon könnte ich eigentlich ablegen, aber momentan stört es nicht wirklich. Also dann, Freunde. Und ich würde sagen, let's go! Massiv Pokémon. Ach ja, da habe ich ganz vergessen. Ich habe offscreen noch, also auf Suche nach Elite-Pokémon war, noch zum Teil neue Pokémon gefunden, die wir noch gar nicht gefangen haben. Die habe ich auch nicht gefangen, keine Sorge. Aber ich habe sie schon mal zum Teil besiegt. Um halt gewisse Pokédex-Aufgaben schon mal vorzuerfüllen, damit wir dann, wenn wir sie fangen, hoffentlich bereits auf Stufe 10 sind mit den Einträgen. So viel dazu. So, jetzt aber los. Endlich mal. Ja, habe ich. Ah, endlich! Zeit für den großen Moment. Was für ein tiefer Sinn steckt hinter dem Holz. Ein tiefer Sinn? In 3 Stück Holz? Sei doch nicht albern. Daraus will ich neue Küchenbretter anfertigen, mehr nicht. Aber Tafel. Für 3 Stück Holz kriegen wir die Feentafel. Ich glaube, ich spinne. Sie hat die ganze Zeit an der Tafel, nach der wir suchen. Ich meine, das ist ja eine der Tafeln. Eine Tafel, sagst du? Lass mir mal einen Blick darauf werfen. Wohl wahr, sind Tafeln eurer Sammlung wirklich nicht unähnlich. Der ganzen Gravuren wegen war es nicht einfach, Essen darauf zu zerkleinern. Dass die Zutaten nachher auf so viel besser geschmeckt haben, war bestimmt auch dem Brett zu verdanken oder vielmehr der Tafel. Sie hat es als Schneidebrett genutzt? Besuch abstatten. Tempelruin, okay. Verstehe. Eine weitere Ausrede dafür, dein Geschäft zu vernachlässigen und stattdessen durch Ruinen zu kriechen. Dann fort mit euch. Husch, husch. Jo, see you later, Alligator. In Elysien, ja, ja. Da wird es sicher noch einiges zu entdecken geben. So, von das große Finale wartet auf uns. Jetzt haben wir auch die 17. Tafel. Es fehlt noch eine. Die Geisttafel. Von welchem Pokémon sollen wir wohl... Also von welchem Geist-Pokémon vermutlich sollen wir wohl eine Tafel bekommen? Und los. Hineinzoomen. Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Elysientempel überhaupt war. So grob schon, aber so genau, nee. Natürlich da oben, ist ja klar.
Hier gibt es viele wilde Pokémon. Genau, hier gibt es ja auch noch die Hisui Voltoballs. Damit müssen wir auch mal eins mal noch entwickeln. Weil unser Hisui Elektroball noch in der Sammlung fehlt. Und dazu später mehr. Einmal. Scheiß Pokémon. So. Die Kiste wackelt. Ja, ich sehe es. Stehen lassen. So. Begreifst du, was wir hier zu Gesicht bekommen? Nö. Selbst den Pokémon entziehen, der die Alge und Palge bezwungen hat? Mein Gott, jetzt rück schon raus mit der Sprache. Was ist los hier? Doch, dass dieser Welt verbannt wurde. Okay, er spricht von Giratina, aber woher will er das wissen? Weil er sagt selbst, die Statue ist trotzdem ein Stückchen weiter weg als die anderen beiden. Es könnte ein komplett anderes Pokémon sein. Es könnte vielleicht eine Statue von Arceus sein. Eben, woher will er das von Giratina wissen? Wo steht das überhaupt alles? Von der Brutalität wegen wurde es dazu verdammt, fortan sein Dasein auf der Kehrseite unserer Welt zu fristen. Doch dort lautet es seither auf eine Gelegenheit, seine Fänge gegen Arceus selbst zu richten. Gegenzutreten. Vermutlich im Tempel, oder? Wow. Was? Ach, die Euphorie darüber, einem Geheimnis unserer Welt so nahe zu sein, hat mich so richtig die Zunge gelöst. Ich war kaum mehr als ein 3 Käse hoch, da habe ich schon mit dem Schicksal gehadert, wenn ich bitterlich enttäuscht oder unglücklich war. So wie es sicherlich jeder einmal tat. Schließlich habe ich mich dazu entschlossen, mich mit Leib und Seele meiner Neugier, meinem Ehrgeiz zu verschreiben. Mein besonderes Interesse galt schon bald den Mythen, alter Geschichte und ihren Relikten. In mir reift nämlich ein Traum heran, weißt du? Wenn ich herausfinden würde, wie die Welt entstand, könnte ich mit diesem Wissen vielleicht selbst eine bessere erschaffen. Hallo, Vergangenheits-Cyrus? Ich nun also die Kehrseite unserer Welt finde und dort auf das Kind der Gottheit stoße, das allein in seiner Rage überlassen wurde. Ja, vielleicht finde ich danach etwas über das ehrwürdige Sinnoh selbst heraus. Also dann, auf zum Kraterberg, auf zum Sinnoh-Tempel. Sag mal, warum sagt der ehrwürdige Sinnoh? Vorhin hat das noch Arceus genannt. Daneben, la. Was ist eigentlich hier drin los? Voltoball. Hä? Ich seh's nicht. Ah. Naja, ich habe Angst, dass es gleich drauf geht. Aus dem Hinterhalt! Perfekt! So, und tschüss. Was? Ist nie was? Achso, ja, aufklettern. Nö, ich flieg lieber. Tschüss! So, muss ja da hoch, wa? Ich muss wohl zu Fuß da hoch. Oh. Hä? Oh, Skorglas, hallo. Jetzt hier sogar ein Elite-Voltec. Ah, der Wächter. Ja gut, die Höhle muss leider schon. Hallo, tschüss. Oh. Mit Ursaluna geht's nicht, wa? Ja, ist zu eng hier. Ja, Mann! Training!
Sehen wir hier irgendwo Giratina drauf? Nee, wa? Ist noch recht schwierig. Einige Pokémon drauf erkenne ich gar nicht. Vor allem die in der Mitte. Sind irgendwie ein bisschen schwierig. Die 4 in der Mitte. In Anbetracht dessen, dass wir oben zum Beispiel das zweite von rechts oben Axanto sein muss. Das links unten 100 Darkrai, das rechts unten wird wohl Dressella sein, also Hisui Dressella. Rechts oben, wenn jetzt spontan gedacht wäre Arceus, aber könnte was anderes sein. Jetzt haben wir so 3 hundeartige Pokémon, aber das kann gar nicht sein. Und Raubkatzenmädchen. Und die Raubkatzen aus Johto gibt es hier nicht. Seltsam, ist ja egal. Ey, die Musik, ey. Du. Die Spannung steigt. Niemand wird uns aufhalten. Niemand wird uns helfen. Der Tempel zerstört. Die Statuen der Wächter verschwunden. Und nun folgt der Endkampf. Der Tempel liegt in Trümmern. Seine zerbrochenen Säulen ragen jetzt wie Speere in den Himmel. Ja, die Speersäule. Willkommen in der Zukunft. Hier ist keine Spur von Giratina. Was ist da los? Ach, entschuldige. Mein Verhalten muss seltsam vorkommen. Och du, ich habe schon so viel erlebt. Lass mich dir erklären, was all die Zeit über mein wahres Ziel war. Seit ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Arceus tatsächlich existiert, treibt mich nur eine Sache an. Ich will einen Weg finden, es mit eigenen Augen zu sehen. Aus diesem Grund wandte ich mich an Giratina, das Arceus herausfinden will, und brachte es dazu, einen Riss im Raum Zeigefüge zu öffnen. Was? Du warst das? Außerdem habe ich dich nach den Fragmenten dieser allumfassenden Gottheit suchen lassen, so wie es auf dem Wandbild geschrieben stand. 18 Tafeln bilden die Fragmente der Gottheit. Du besitzt 17. Wo also finden wir die letzte von ihnen? Sie ist hier! Ach, du hast von Giratina bekommen, wa? Gib mir eine Tafel, damit ich die Sammlung vervollständigen kann. Ich kann den Drang nicht mehr so unterdrücken. Ich will Arceus sehen. Ich muss es sehen. Wenn ich ihm erst gegenüberstehe, werde ich es unterwerfen und mit seiner Macht versuchen, eine neue, bessere Welt zu erschaffen. Die Erschaffung einer neuen Welt wird natürlich bedeuten, dass die Hisui-Region, wie wir sie jetzt kennen, ins Nichts zurückkehrt. Für dich, für alle Menschen, die du kennst. Und alle Pokémon hier wird es sein. Was? Für dich, für alle Pokémon, die du kennst, und alle Pokémon hier wird es... und alle Pokémon hier wird es sein, als hättet ihr nie existiert. Wenn du verhindern willst, dass die Welt erlischt, dann stelle ich mir im Kampf. Dir bleibt ohnehin keine Wahl, denn die Tafeln werden dich mit allen Mitteln an mich reißen. Nö, im Gegenteil, du gibst mir deine Tafel. Pokémon-Bändiger Volo fordert dich heraus. Ich meine, man hat es ein bisschen abgesehen, dass was mit ihm nicht stimmt. Oh, Kripo, cool. Aber ist trotzdem ein cooler Cliffhanger. Na dann. Ist natürlich doof vom Typen her, der er hat. Weil ich kann da mit Dauerschwingen nicht viel machen. Dass der Geist undicht ist. Deswegen sage ich jetzt mal, ich kaufe mit Magieflamme an und schwäche seine Offensive.
Jawohl, ist nur ein Volltreffer gewesen. Oh, das gibt's nicht. Das ist eine 90%ige Trefferquote. Ich hasse einen Typ Geist Unlicht. Der ist so scheiße. Zum Glück gibt es mittlerweile den Feentypen. Hey. Los, Wulnona. So, er ist noch geschwächt. Dann booste ich mich mal ganz kurz. Ich finde es eben noch so geil, dass es Alola Wulnona in dem Spiel gibt. So, ich bin noch schneller zum Glück. Und jetzt kommt der Zauberschein. Tschüss, Kripuk. So, Volo. 1:1, war und jetzt? Du setzt Drache-Pokémon in ein Feen-Pokémon ein? Oh. Ich hasse die Kombination. Wulnona. Pust es weg! Oh, Scheinkleister. Ah, Hisuya Akani. Oh, fuck. Ja gut, Kumpel. Ich würde mal sagen, Feuer gegen Feuer, wa? Ist so ein Gestein-Pokémon auch noch, das heißt, ich mach's lieber schnell platt. Lucario, ernsthaft. Oh. Alter! Natürlich muss ein Volltreffer sein, ne, ist klar. Flamethrower, no! Lucario. Er hätte Lucario auch gerne ins Team genommen. Aber wir werden schon eine Weile im Team und ich dachte mir auch so, ja, vermutlich werde ich dann Lucario in Scarlet Violet nochmal einsetzen. Und ins Team nehmen später. Weil ihr wisst, ich bin ja eher so ein Typ, der gerne... Aua. Der gerne mal, kann ich gerade sagen. Der gerne mal die Pokémon... als erstes Team gerne mal die neuen Pokémon im Team hat. Ich habe gerade mit Tanuki die Flammenwurf eingesetzt, ich Trottel. Ah. Quatscht. So. So, Volo, sieht doof aus für dich, wa? Den schaffe ich auch noch. Ah, okay. Oh oh. Das höre ich nicht gerne, deswegen kommt der hier. Steinkante. Bye bye. Das war's. Wow, ein geiles Finale gewesen. Cool gemacht, Volo. Verstehe es nicht. Wieso genießt ausgerechnet du den Segen von Arceus? Weil ich aus der Zukunft komme? Schönes Level Up. Warum? Ich weiß nicht, fragt Arceus selber. Niemand hat Arceus so sehr hingegeben wie ich. Niemand hat die alten Mythen des Schöpfers unserer Welt so häufig erforscht wie ich. Fremder, bist du etwa für diesen Moment aus dem Raum, im Riss im Raumzeigefüge gefallen? Ja? Nein, nein, das ist noch nicht vorbei. Kannst du sie spüren? Die unheimliche Präsenz, die die Tiefen deines Herzens gefrieren lässt. Oh, Scheiße.
Giratina. Giratina, erledige ihn. Meine Bogen sind nicht geheilt. Oh oh. Jetzt hat er doch ein Problem. Ja toll, ich hab doch... Muss es doch nicht. Natürlich ist Level 70, wie könnte es anders sein? Kann ich es einen gefangen? Wieso was scheiß drauf, besieg's einfach. Zuerst angreifen, ey. Was? Oh, auch vollkommen hüllt. Dankeschön, Spiel. So, jetzt reicht's. Nein! Wir können so einen scheiß Pech haben. Ja, komm schon. Jetzt muss es reichen. Komm schon. Das war nicht viel. Use we have a problem. Aus Luna schon fast im Arsch. Will doch gerne für später auf. Ja, wobei. Oder Viscogon. Natürlich Drachenpuls. Ich habe Refugium drauf. Du hast Luna. Ich weiß, du bist geschwächt. Ich weiß es, Kumpel, aber wir brauchen dich. Schomio Knudler! Alter, das ist wie eine Power! Fangen kann ich es nicht, oder? Ich kann gar keine Dinge... Okay. Geht nicht, gibt's nicht. Oder geschwächte Offensivkraft. Ich könnte versuchen, ihn einzufrieren. Boah, natürlich treffe ich jetzt nicht. Das scheiß Schemenkraft. Jetzt mal auf Tempo, damit er nachher schneller wieder rankommt. Der Pisser. Nur zu sehen, okay. Hilft natürlich auch schon. So, jetzt mache ich erstmal hier auf Tempo und danach auf Drachenpuls. Tja, Kumpel, den Trick habe ich auch drauf. Jetzt heißt Drache gegen Drache. Alter Schwede. Alter, Viscogons Defense ist so übel. Und tschüss. Das ist Cheaten! Das ist nichts anderes als fucking Cheaten! Das ist wieder Cheaten! Sag mal! Jetzt reicht's ja aber langsam! Ah, scheiße. Ey, komm schon. Mit 6 Pokémon in 3 Pokémon miteinander anzutreten. Woher sollte das denn wissen? Und versuche es erneut. Ey, was ist das denn für eine Pisse, Freunde? Ey, mein Sorry. Das zwischendurch nie geheilt werde und... Der verarscht mich doch, ey. Alter. Okay. Okay, Kumpel. Jetzt hast du mich echt sauer gemacht. Na, warte. Die machen wir jetzt mal richtig Tour, hey. Alter Schwede. Okay, okay. Nee. Alles cool, Freunde, alles cool. Nächster Part. Ich weiß, ich friere mir gerade einen ab. Ist mir scheißegal, nächster Part. Den stand einfach so in den Boden, ey. Den habt ihr noch nicht gesehen, ey. Alter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.